Es hat nur wenige Jahrzehnte gedauert, bis sich der industrielle Fischfang von den klassischen Fischereigebieten auf der Nordhalbkugel über alle Meere ausgebreitet hat. In den letzten 70 Jahren hat sich die Menge gefangener Fische mehr als vervierfacht, auf über 90 Millionen Tonnen pro Jahr. Dazu kommen etwa 38 Millionen Tonnen Beifang. Fast 30% aller Fanggründe gelten als überfischt. Die Bestände können sich dort nicht mehr erholen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf das Ökosystem Meer, sondern könnte möglicherweise den Klimawandel begünstigen. Eine neue Untersuchung der University of California weist auf biochemische Veränderungen hin, ausgelöst durch Verschiebungen bei der sogenannten biologischen Pumpe. Die beschreibt den Vorgang, dass kleine Organismen wie Plankton im Wasser gelöstes Kohlendioxid aufsaugen. Werden diese Kleinstlebewesen dann von größeren gefressen, wandert das umgewandelte CO2 entlang der Nahrungskette zu immer größeren Fischen. Und die binden das in ihrem Kot. Der sinkt dann zum Meeresboden ab und bleibt in der Tiefsee, mehrere Jahrhunderte lang. Aber je weniger Fische, desto weniger Kot, desto weniger gebundenes CO2. Dass die biologische Pumpe bisher beim Blick auf den Klimawandel so wenig beachtet wurde, liegt auch daran, dass man nur schätzen kann, wie groß der Fischbestand vor dem Beginn der industriellen Fischerei war und wie stark der Rückgang seither ist. Die Studie geht davon aus, dass etwa die Hälfte des früheren Bestandes verschwunden ist. Für Fischereibiologe Christopher Zimmermann klingt das nicht übertrieben. Das halte ich für sehr plausibel. Man muss aber dazu bedenken, wenn mehr Kohlenstoff zur Verfügung steht, der nun nicht mehr durch die dezimierten Fischbestände genutzt wird, dass andere nicht befischte Lebewesen im Meer diesen Kohlenstoff nutzen. Das haben die Autoren so nicht berücksichtigt, aber sie gehen damit offen um. Dazu kommt, der Großteil des im Meer gelösten CO2 kommt über die sogenannte physikalische Pumpe dorthin. In kälteren Gebieten, wo das Wasser eine höhere Dichte hat, nimmt das Meer CO2 besonders gut auf. Über Jahrhunderte wird es so aus der Atmosphäre gezogen und sinkt mit den kalten Wassermassen in die Tiefsee. 90% des im Meer gelösten CO2 werden so vom Meer aus der Atmosphäre aufgenommen. Die biologische Pumpe macht der Studie zufolge nur 10% aus. Ob das wirklich einen messbaren Effekt aufs Klima hat, ist noch nicht abgesichert. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass der Prozess halt viel schneller geht. Also gerade bei Umweltveränderungen spielt die biologische Pumpe schon auch eine Rolle, weil dieser Transfer von Kohlenstoff in die Tiefsee sehr viel schneller geht als über die physikalische Pumpe. Zumindest hat die Studie aus den USA gezeigt, dass wir zukünftig den Fischfang als möglichen Einflussfaktor aufs Klima mit in den Blick nehmen müssen. Das zeigt nur, wie viel wir noch nicht verstanden haben. Beispiel, wir haben erst vor wenigen Jahren oder wenigen Jahrzehnten entdeckt, dass der Klimawandel nicht nur zur Temperaturerwärmung führt, sondern vor allen Dingen auch zur Übersäuerung des Ozeans. Und wahrscheinlich haben diese Übersäuerungseffekte einen viel größeren Einfluss auf die Lebewesen des Meeres als die reine Temperaturerhöhung. Und so ähnlich ist das hier auch. Es ist beispielhaft dafür, welche Mechanismen wir immer noch nicht kennen, wie der Klimawandel auf die Ökosysteme wirkt. Ozeane bedecken mehr als 70% der Oberfläche unseres Planeten. Sie haben sowohl bei den Auswirkungen aufs Klima als auch bei den Möglichkeiten zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels eine herausragende Rolle.